Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich kommentiere eure Kommentare-Video. Leute, diesmal max eine Stunde lang eure Kommentare zum 4:0 gegen den VfB Stuttgart. Joa, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn ihr hier noch nicht abonniert habt und euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert doch gerne den Kanal, ist für dich kostenlos und ihr unterstützt damit, was ich hier so tue. Gut, Leute, damit gehen wir rein in den Bums. Bin gespannt. Der erste ist ja schon wieder ein wilder Take. Also nicht von der Helga. Wer sagt, Kane wäre zu alt, diese Leute sind vollkommen Panne. Der Typ ist pure Weltklasse und by the way, der ist 5 Jahre jünger als ein Levi. Ja. Alles andere, was da drunter steht, ist teilweise wild. Gehen wir hier aber auch nicht mehr drauf ein. Wer da nur ansatzweise irgendwas zu wissen möchte, schaut gerne in das Video vom Stream von gestern. Da haben wir das ausführlich thematisiert. Ja, also ich stimme dir natürlich 100% zu. Leute, die an Harry Kane rummäkeln, sorry. Die haben dann einfach ein komplett anderes Verständnis von Fußball wie meiner einer, was völlig fein ist, aber dann kommen wir nicht auf einen Nenner. Alexander, ich würde fast behaupten, dass wir heute nicht mal besser gespielt haben als gegen Leverkusen oder gegen Frankfurt. Nö. Stuttgart hat halt nicht aus 2 Chancen 2 Tore gemacht und wir haben sie besser ausgenutzt. Plus, zweite Hälfte war Bern stark, auch endlich mal wieder ein Tor von Kane, hoppla sogar Hattrick und Coman auch nach gefühlt 100 Jahren mal wieder getroffen. Freut mich extrem für ihn, er hat allgemein heute viel besser gespielt als sonst, sich endlich mal ins Dribbling getraut und Abschlüsse gesucht. Genau das ist das Spiel von Kompanie und das muss perfektioniert werden. Dann können wir diese Saison mal wieder Riesenspaß am Fußballschauen haben. Opa und Kim haben mir auch gefallen. Ich stimme dir erstmal in allem zu, was du bis dahin geschrieben hast. Allerdings muss ich hier mal einhaken. Also ich habe bisher bei allen Spielen Spaß gehabt. Ja, natürlich haben die Ergebnisse nicht gestimmt bei dem einen oder anderen, aber vom Fußball sich anschauen und was man gesehen hat, hat es mir persönlich auf jeden Fall Spaß gemacht. Ne? Ob wir besser gespielt haben wie gegen Leverkusen? Nee, ich denke, gegen Leverkusen haben wir eh nicht gut gespielt. Ja. Frankfurt würde ich da rausnehmen, weil Frankfurt war teilweise ein bisschen zu naiv. Ja, das haben wir gegen Stuttgart auf jeden Fall besser gemacht, was das anbelangt. Ja, wenn man mal guckt, wie da die Restabsicherung war, das war auf jeden Fall eine andere wie gegen Frankfurt. Ja, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut. Allein wie von Davis Laufwege waren, dass auch ein Kimmich erste Halbzeit viel defensiver agiert hat, zweite Halbzeit dann mit Palhinha. Das war schon was anderes, ne? Opa und Kim haben mir auch gefallen. Für Pablo tut's mir extrem leid, ist echt vom Pech verfolgt, sah mir nach Schlüsselbeinbruch aus. Jetzt kann Palhinha endlich mal beweisen, dass er nicht umsonst gekauft wurde. Als Ackerer vor der Abwehr kann er extrem wichtig werden. Diese Grätschen von ihm heute waren 1A, das ist seine Stärke und die muss er in unser Spiel einbringen. Ja, ich gehe damit, dass er der Faktor X in bestimmten Spielen sein kann. Ja, eben aus diesem Grund, dass er ist halt einfach ein Spieler, der defensiv denkt. Ja? Der defensiv Löcher sieht, Löcher stopft, obwohl Pavlo das auch sehr gut macht. Aber er ist natürlich von der Physis her und von der Defensivarbeit her nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ja. Wir werden sehen, ob uns dann jemand fehlt im Spielaufbau, ja. Ob die Abstimmung sich ein bisschen ändert, weil Kimmich ja schon den defensiveren Part sonst gegeben hat. Pavlo war der offensivere. Ob Kimmich jetzt die Pavlo-Rolle einnimmt und Palhinha die Kimmich-Rolle, das wird das Interessante zu sehen sein. Ja? Und dann, wie Kimmich diese ausfüllen kann. Also zweite Halbzeit gegen Stuttgart hat er diese super ausgefüllt. Wir werden sehen. Michael heute nicht so auffällig wie sonst, aber schlecht war er auch nicht. So muss es weitergehen. Jedes Zahnrad muss stimmen und es dürfen wenige Fehler passieren. Denn die Absicherung ist eindeutig unser größtes Problem. Gegen Barca habe ich keine Bauchschmerzen, wenn wir so konsequent wie in der zweiten Halbzeit. Erste war jetzt nicht so der Burner. Unsere Chancen rausspielen und auch nutzen und auch Kane richtig ins Spiel eingebunden wird. Ja, aber das habe ich gegen Stuttgart halt nicht gesehen. Ne? Mit dieser Restabsicherung. Das war auf jeden Fall viel besser, als wie es in Frankfurt war. Da hat man anscheinend schon ein bisschen rausgelernt, denke ich. Stefan, danke dem lieben Kai für seine ausführliche Besprechung und Analysen am späten Samstagabend. Euch allen noch ein schönes restliches Wochenende und weiterhin viel Spaß beim Fußball. Nächste Woche ein erfolgreiches Spiel unseres Teams in Spanien. Ja, hoffen wir es, ne? Hoffen wir es.
FC Bayern Fan Forever, hochverdienter Sieg von uns. Kane einfach Maschine. Joa. Stefan Seifried. Heute darf ich dem Kai hinsichtlich dem unsäglichen Rolf-Christoph Fuß, seines Zeichens Fußballexperte, wirklich uneingeschränkt zustimmen. Seine Aussage zu Harry Kane, nachdem er knapp den Ball nach der Reingabe von Serge Gnabry verfehlte, da fehlt die Überzeugung. Ich erinnere mich. Diese hatte er zweifelsfrei wenige Minuten später, als er zum 1:0 traf und 2 weitere Buden folgen ließ. Dieser Moderator sollte uns bitte mit seinen geistigen Ergüssen verschonen. Ja, ich kann nicht, sorry, das ist ja auch nicht böse. Das ist schon bös gemeint. Das ist auch so gemeint, wie ich es gesagt habe. Natürlich nicht auf den Mensch bezogen, einfach auf seine Moderatoren-Tätigkeit bezogen. Das ist hier, ne? Hey, setz dich hin, Wichser! So ein Ding ist das. Multibob, gutes Spiel von uns. In der ersten Halbzeit hat man gesehen, wieso Eber so dringend nach einem Zehner gesucht hat. Bis auf Maike war da keiner, der Kreativität ausgestrahlt hat. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es am Zehner lag. Ich glaube eher, dass das Problem war, dass ein Palhinha vor dem Kimmich gespielt hat. Und ein Palhinha ist ja vieles, war mit Sicherheit jetzt nicht dieser große Spielgestalter. Ja, man hat es ja dann zweite Halbzeit gesehen, dass es viel, viel besser war, wo Kimmich vor ihm gespielt hat und Palhinha hinter Kimmich. Ne? Von daher, das jetzt irgendwie auf die Zehnerposition abzuwälzen. Ja, Müller war auch eine Katastrophe in der ersten Halbzeit, da stimme ich 100% zu. Ja. Ich würde Müller jetzt aber auch nicht als Zehner betiteln. Beim besten Willen. Des Weiteren hatte ich das Gefühl, dass Kompany die Taktik etwas optimiert hat. Das Gegenpressing wirkte viel kontrollierter und nicht mehr so vogelwild wie noch in den vorherigen Spielen. Besonderes Lob geht an Opa und Kim, die immer besser harmonieren. Ja, ich denke auch, wir haben das ein bisschen besser dosiert. Ja, was das Gegenpressing angeht, da gehe ich mit. Ja, generell auch die Absicherung nach hinten war auf jeden Fall. Das hat man auch gesehen, dass da ein paar andere Spieler in anderen Räumen waren. Das ist schon auf dem richtigen Weg, denke ich. Aber wer weiß, wir werden es gegen Barca sehen, ne? Da kann schon wieder alles anders aussehen. Imperium, Statement-Sieg von uns. Ich bin auch sehr überrascht, dass wir es mal zur Abwechslung waren, die aus der Halbzeit besser kam. Und zu den Leuten, die einen Abgesang auf Kane hielten, halten 55 Spiele, 75 Scorer. Ja. Ich habe dazu gestern alles gesagt. Tias, Kane ist so wichtig für das Spiel. Alles, was er macht, hat Hand und Fuß, unabhängig von Toren. Manchmal ist es nur ein Kontakt, der dem Nebenmann den Raum öffnet. Glatte 1 gegen Stuttgart, das sehe ich auch so. Ja. Gecko. Wenn Kane jetzt nach 7 Spielen 15 Scorerpunkte hat, wird er auch bei 4 torlosen Spielen vorher nicht allzu schlecht gewesen sein. Ich weiß, gewagte Prognose, Kane ist ein arbeitender, ein mitspielender Stürmer, der sich auch mal fallen lässt und im Mittelfeld aushilft. Räume für Mitspieler schafft, der ist ein Unterschiedsspieler. Ja, Harry Kane ist Stürmer, Scorer und gleichzeitig so viel mehr auf dem Feld. Ja. Wer das nicht erkennt, sag ich ja, der hat dann einfach eine andere Herangehensweise. Ich meine, wie gestern kam dann nach dem Stuttgart-Sieg im Stream jemand und sagte, Harry Kane muss ja jetzt immer die Kohlen aus dem Feuer holen. Was machen wir denn, wenn der Harry Kane ausfällt? Ne? Das sind halt alles so Leute, die einfach immer irgendwas schlecht reden müssen beim FC Bayern. Vor dem Spiel hieß es, Harry Kane ist zu schlecht. Ne? Dann macht er 3 Hütten, dann heißt es, oh nee, der FC Bayern ist ja vom Harry Kane abhängig, das ist ja scheiße. Also, die Leute haben einfach einen an der Mummel. Petra, rot-weiße Grüße aus Berlin und Glückwunsch an meine rot-weißen Münchner und ganz besonders an Harry. Da ich kein Pay-TV habe, bin ich meine Fußballkneipe und ehrlich, fiel mir in der ersten Halbzeit ab und zu die Augen zu. Weiß nicht, ob es ein gegenseitiges Abchecken war oder wollte man erstmal Kräfte schon. Als Pavlo krachend zu Boden ging, hatte ich schon ein schlechtes Gefühl. Ich hoffe, dass er zur Rückrunde wieder da ist. Denn mit Schlüsselbeinbruch sollte er 2 Monate ruhen. Palhinha fand ich erst Halbzeit auch gut, zumindest defensiv. Er hatte 1, 2 Bälle zum Einwurf geklärt, was noch fehlt, sind seine Eröffnungen. Dafür hat er aber bei zu wenig gespielt, um Praxis zu erhalten. Ja, wie gesagt, erste Halbzeit führe ich darauf zurück, dass ein Palhinha noch seine Rolle gesucht hat. Ja, und dass Kimmich auch den Stiefel weitergespielt hat. Ja, der war mehr defensiv und auf Rechtsverteidiger-Posi unterwegs, als wie dass er das Spiel vorne eröffnet hat. Das wurde in der zweiten Halbzeit getauscht und dann war es natürlich auch viel, viel besser. Zweite Halbzeit war Bayern eigentlich von Beginn an ganz anders präsent und nach dem grandiosen Fernschuss von Harry war der Brustlöser da. Man konnte dann sehen, zu was diese Mannschaft, wenn sie so als Mannschaft spielt, fähig ist. Von Stuttgart war ich echt enttäuscht, nicht weil sie verloren haben, sondern weil sie nur Reaktion gezeigt haben.
Angelo Stiller lief nur noch wie ein Mäuschen über den Platz. Keinerlei Körperlichkeit oder Aufbäumen. Insofern haben sie diese Packung auch verdient. Bis dann, lieben Gruß aus Berlin. Ja, das hat ja ein Hoeneß auch kritisiert, ne? Dass man so dann nicht das da hingehen lassen darf. Ich denke, das ist auch ein Thema, was ihn auch ein bisschen negativ aufgestoßen. Aber ja, das würde ich jetzt nicht bewerten oder interpretieren. Dafür bin kein Stuttgarter. Aber das sind Sachen, die wir letztes Jahr bei uns halt auch gesehen haben. Ne? Also kann ich da mitfühlen. WhatsApp. Die ersten 30 Minuten haben wir uns schwer getan, was aber auch am VfB lag. Dann war es super und wurde immer besser. Ich bin so froh, dass ich die Spiele auf Englisch schaue, wegen der Kommentatoren. Muss ja wieder wild gewesen sein, was der da geredet hat. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Sky mir die Option bietet. Müsste ich mal gucken. Wenn, dann würde ich das auch auf Englisch stellen. Ich glaube, das bietet Sky nicht an, oder? Also Sky Deutschland jetzt. Das würde ich dann auch nutzen, ja. Weißt du noch nicht? Was für eine zweite Halbzeit. Freue mich sehr für Kane, dass er 3 Buden gemacht hat und damit dem einen oder anderen gleich wieder das Maul gestopft hat. Ja. Ja, me too. Starbase, ein hochverdienter Sieg. Erste Halbzeit okay, Note 3. Zweite Halbzeit hervorragend, Note 1+, defensiv sehr stabil. Meine Noten, Teamnote 2, Trainer 2, alles richtig gemacht. Neuer 2+, nichts zu tun gehabt. Davis 2, ein starkes Spiel, weiter so. Kim 2, sehr stabil, weiter so. Upamecano, sehr stabil. Guerrero 2,5, also Opa auch 2,5. Sehr stabil, verstehe nicht, wie der BVB den kostenlos ziehen hat lassen. Ein guter Kaderspieler und Starter. Naja, wie haben wir Niklas Süle kostenlos ziehen lassen? Ja, wie haben wir David Alaba kostenlos ziehen lassen? Das ist immer nicht alles so einfach, dass der Verein das so gemocht hat. Ne? Am Ende sitzt der Spieler immer am längeren Hebel. Pavlovic, gute Besserung, wohl ein Bruch bekommen, ja. Kimmich, 1,5 war überall Anführer, Spielmacher, Verteidiger. Serge, 3, defensiv gut, offensiv mittelmäßig, offensiv verbesserungswürdig, ja. Müller, 2,5 wegen den 2 Torvorlagen. Erste Halbzeit nichts, zweite Halbzeit super wie damals. Michael, 3, Kane, 1+, 3 Tore gemacht, hat sehr gut defensiv gespielt mit. Defensiv gut mitgespielt. Wechsel. Palhinha 3,5, erste Halbzeit nicht eingebunden, zweite Halbzeit gut, muss mehr spielen. Leimer keine Benotung, starke 25 Minuten. Coman 3, hoffentlich ist der Knoten geplatzt. Sané keine Benotung, braucht Zeit. Goretzka keine Note. Ja, danke dafür erstmal. Dennis, mich freut es auch einfach, dass unsere Defensive immer stabiler wird. Bayern hat zwar gegen Frankfurt 3 Tore kassiert, aber es waren auch nur 4 Torschüsse. Und heute wurde wieder so gut wie nichts zugelassen. Wenn dann die Offensive auch richtig zündet wie in der zweiten Halbzeit, dann sehen wir das quasi perfekte Spiel. Aber die Basis hat für mich heute die Defensive gebildet und die Offensive konnte sich dadurch mehr entfalten. Ja, habe ich ja schon mehrfach gesagt, die Defensive wurde auf jeden Fall ein bisschen angepasst. Ja, das hat man gesehen. MD, es stimmte diesmal die Balance. Oder die Balance. Nicht zu offensiv ausgerichtet, die Abwehr mal ohne Aussetzer. Der Weitschuss von Kane muss ein Nationaltorwart haben, ohne Wenn und Aber. Ja, ist mir egal. Ansonsten stimme ich dir zu, dass die Balance auf jeden Fall gestimmt hat, ja. Kerberos, moin. Fast wie immer klasse Analyse und vielen Dank für deine Kritik am Mainstream WC Fuß. Ich mag deine Objektivität und direkte Art, weiter so. Bin mega gespannt auf Barca und ja, Palhinha braucht mehr Spielzeit, aber durch die Verletzung von Alex wird die jetzt kommen. Ja, sehr wahrscheinlich wird die jetzt kommen. Und ja, er braucht die auf jeden Fall auch. Nicht mein Ding, Palhinha war stark. Zweite Halbzeit, ja. Max, ich habe vor einer Woche erst gesagt, wenn sich Pavlovic längerfristig verletzen sollte, dann wird Palhinha extrem wichtig werden für den FCB. Er hat jetzt seine Chance für 2 bis 3 Monate, sich als Stammspieler neben Kimmich festzuspielen und zu beweisen, dass er das Geld wert war. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ich bin sehr gespannt. Also Palhinha, alles gut. Palhinha ist ein super erfahrener Spieler, der wird seinen Weg gehen, der wird die Form haben, die er hat. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Wie viel interessanter wird doch sein, wie geht Kimmich damit um? Ja, bisher war Kimmich der Quarterback. Von hinten nach vorne. Ja, er wird jetzt offensiver agieren müssen. Würde ich behaupten.
Ansonsten wird in diesem Raum eine Lücke klaffen, weil ich glaube nicht, dass ein Palinja diese Art Spielgestalter ist, wie es ein Pavlo ist. Ja. Von daher müssen da die Rollen getauscht werden und dann gucken wir mal, wie ein Kimmich das aufnimmt. Ich bin sehr gespannt, ja. Aber vielleicht sehen wir den Kimmich dann in den kommenden Wochen vielleicht endlich mal als den Achter, den wir uns schon immer mal alle vorgestellt haben, ne, wo wir ihn gerne mal sehen wollen würden. Bin gespannt. Soldier, King Harry, so sieht's aus. Magic Jan, Harry hat einfach eine Krise. Harry hat einfach eine Krise, denn er hat keine 27 Tore in ein Spiel geschossen. Ich hätte ihm eine 5 gegeben. Geneviere, du bist ein Müller-Hasser, oder? Wenn man deine Benotung zu ihm jedes Mal hört, gegen Frankfurt auch, wo er dem Kicker sogar eine 2 hatte. Ja, ich bin nicht der Kicker, wa? Dann kann man nur zu dem Schluss kommen, Müller hatte nach der ersten Hälfte die beste Sofa-Score-Bewertung von allen Offensiven, weil er bei den Chancen, die wir hatten, auch seine Füße drin hatte. Wir hatten nicht viele, was aber auch seine Gründe mit der allgemein vorsichtigen Einstellung hatte. Warum ich mir hier den subjektiven Scheiß oftmals anhöre, weiß ich nicht. War das letzte Mal. Ja, guck mal, dann brauche ich dich auch gar nicht weiterlesen und kann ich einfach ausblenden und muss dir auch nicht dazu etwas sagen. Also hau rein. Piotr, Kane wird so lange noch jung sein, bis er mit uns den Titel holt. Piotr, hoffen wir, dass er so lange jung ist. Hm? Das war zu dem Oberen, ja. Cringe Stuff. Ich finde sehr gut, dass sich jeder einfach reinschmeißt. Auch wenn es mal spielerisch nicht so gut aussieht. Schade nur, dass Tell und oder Arzt nur keine Minuten bekommen haben. Aber zu meckern gibt's nichts bei einem 4:0. Alle Spieler haben ihren Job heute erledigt und ich habe das Gefühl, dass die Konterabsicherung von Spiel zu Spiel besser wird und die Spieler in das System reinwachsen. Nach den ersten Spielen hätte ich echt nicht gedacht, dass Minja und Opa zusammen das so gut machen werden. Ja, hätte ich auch nicht. Hoffentlich können sie das konstant halten und knicken nicht ein, wenn mal wieder ein grober Fehler passieren sollte. Ja, aber gut. Wie gesagt, Ito und Stanley kommen ja auch zurück. Dann gibt's ja auch Alternativen. Ja, wenn dann mal einer von den beiden schwächeln sollte, sollte das jetzt nicht das große Problem sein. Dass man jetzt einen Arznu und einen Tell, ja, sorry. Ja, guckt euch die Spiele an, die wir jetzt hatten. Das waren alle Spiele, wo man sagt, das sind schon das schwerere Kaliber. Ja, dass man da jetzt nicht anfängt zu sagen, ach ja, komm, ich versuche jetzt mal die Jungen da einzubinden, wenn die spielen, gute Form haben, ist für mich völlig legitim. Ja, in diesen Spielen ist es für mich auch völlig legitim, dass man nicht anfängt, da groß rumzurotieren. Ja, wir spielen dann gegen Bochum. Ja, dann sieht das wieder anders aus. Dann würde ich da mitgehen. Da kannst du mit Sicherheit auch mal 1, 2 Junge einbauen, um mal ein bisschen Belastungssteuerung machen für die nächsten kommenden englischen Wochen. 100%. Aber gegen Stuttgart, jetzt auch gegen Barca, muss einfach das spielen, was gerade die beste Form hat. Ja, und das, was schon zusammengefunden hat und weiter zusammenfindet. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, der Trainer ist neu. Ja, das war jetzt das 9. Spiel oder was. Da ist es natürlich gut, wenn man eine Stammelf hat, die sich erstmal an die Abläufe alles gewöhnt. Das wird jetzt schon umgemodelt, weil jetzt kommt ein Palinja rein. Ja, deswegen wird er auch so lange ein Palinja nicht gebracht haben, weil das mit Pavlo und Kimmich einfach super gut funktioniert hat. Ja. Das wird jetzt schon ein bisschen was durcheinander würfeln, wo man sich wieder dran gewöhnen muss. Und da glaube ich nicht, dass da jetzt große Experimente gegen Barcelona gemacht werden. Ja, und ich finde es völlig legitim, dass man da auch gegen Stuttgart keine großen Experimente gemacht hat. Alles gut. Klar kann man dann sagen, so die letzten 20 Minuten hätte man Tell bringen können, da gehe ich mit, ja, 100%. Aber vorher, nee. Gregor Steinmetz, danke für die ausführliche Analyse, schönen Sonntag. Ja, ich hoffe, du hattest auch einen schönen Sonntag. Talkie Bayern, hallo an alle Bayern-Fans und die Kai gerne zuhören, so wie ich. Die Länderspielpause war wieder ohne Kommentar. Dies hat sich auch auf die erste Halbzeit ausgewirkt, dazu noch die unglückliche Verletzung von Pavlovic, gute Besserung an dieser Stelle. Und doch war diese erste Hälfte etwas schwere Kost. Was auch der Pause zur Schule kommt. Viel Belastung und dann kommt halt schwer rein. Zweite Halbzeit war ja nun eine Frage der Zeit. Hab zum Bruder gesagt, das Tor muss her, am besten von Kane aus dem Nichts und schon war es da. Ja, wie gesagt, ich mache das, also ich stimme dir zu mit dieser Länderspielpause, da tun wir uns immer ein bisschen schwer.
Aber die erste Halbzeit, wie gesagt, da war einfach die Abstimmung Palhinha, Kimmich, wer jetzt wo, wie, das hat nicht gepasst. Ja, ich denke mal, da wird man in der Halbzeitpause nochmal ein bisschen was gesagt haben, das ein bisschen besser abgestimmt haben und dann war es ja auch viel, viel besser in der zweiten Halbzeit. Ne? Ich denke, dass das auch einfach ein Faktor war. Die restlichen 40 Minuten waren solide runtergespielt mit einem überzeugenden Kane. Stark. Ansonsten ein mehr als verdienter Sieg der Bayern, gerade was die zweite Hälfte betrifft. Wichtig ist, dass sich die Mannschaft mit Toren belohnt und auch wieder zu Null. Tolle Leistung von der Innenverteidigung. Ich gebe der Mannschaft ein Lob und rein sportlich waren die 3 Punkte enorm wichtig. So kann man mit gestärktem Selbstvertrauen nach Barca fliegen. Ich wünsche euch allen eine angenehme Woche, tollen Sonntag bis Mittwoch bzw. Dienstag bei einem Kai-Video. Mir ist an Bayern München ein Leben lang. So sieht's aus. So sieht's aus. Vielen lieben Dank. Tino Schacht, King Kane. AT, man hat einfach wieder ein richtig gutes Gefühl, auch wenn wir zuletzt 3 Spiele nicht gewonnen haben. Ja, hatte keine Bedenken. Ja, genau so ist mein Bauchgefühl auch aktuell. Soldier nochmal. Man muss auch den VfB loben, nicht wie Bayern nur gemauert. Die haben immerhin versucht, Fußball zu spielen. Ja, weiß ich nicht, ob man das loben muss. Ich denke einfach, das ist die Philosophie von Stuttgart. Ja, das war sie letztes Jahr, wo Tuchel sich hinten reingestellt hat und sie ausgekontert wurden. Und ja, das war sie dieses Jahr genauso. Ja. Weiß ich nicht. Am Ende hat Leverkusen der Punkt, den sie geholt haben, recht gegeben. Ne? Aber kann man das gut oder schlecht finden, das muss jeder für sich wissen. Und jeder muss für sich wissen, ob er seinen Spielstil durchballert, so wie wir das die Saison tun, oder ob man sagt, wir passen uns an den Gegner an. Martin, genau deiner Meinung wegen Wolf Fuß. Er ist jedes Mal dasselbe mit denen. Servus. Bots Jing. Für Kane freut es mich, aber ich kann nicht verstehen, dass man diesen Spieler nach 2 oder 3 Spielen ohne Treffer direkt medial anzweifelt. Der arbeitet brutal für die Mannschaft, meiner Meinung nach. Das ist ein absoluter Leader. Der hat sich die Note 1 total verdient. Ja. Sorry. Stimme ich dir 100% zu. Wie gesagt, sagen muss ich dazu nichts mehr, habe ich gestern 2 Stunden getan. Felix. Bei der Chance von Wagnermon habe ich kurz gezittert. Ansonsten waren das wirklich perfekte 45 Minuten. Alexandra, Pavlovic tut mir leid, fällt wieder lange aus. Hoffe, er kommt schnell und genesen und stärker zurück. Ja, tut mir auch super leid für Pavlo. Pavlo hat bisher eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Ja. Und ich glaube auch, dass man das merken wird, dass er uns ein bisschen fehlen wird, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das so 1:1 ersetzt werden wird. Aber wir werden sehen, ja. Pavlo ist jung, alles ist gut. Der kommt zurück und der wird gestärkt daraus zurückkommen. Da bin ich mir sicher. Und da wird der Junge seinen Weg gehen. Ne? Marc der Stauffer, Gratulation zum Sieg. Gute Besserung an Pavlovic. Sein Ausfall wird schmerzhaft sein. Ja. Wird spannend sein, wer neben Kimmich gegen Barca spielt. Will man mehr Pässe sehen, sehe ich Guerrero. Will man mehr offensiv spielen, Goretzka. Will man einen Abräumer, Leimer. Will man Abräumer plus mehr Defensive, dann Palhinha. So langsam kann man dann auch ein erstes Resümee zum bisherigen Saisonverlauf mit neuen Trainerteam ziehen. Meines fällt positiv aus. Ja, das tue ich, wie gesagt, dann Richtung Wochenende, denke ich. Weiß ich nicht. Ich denke, man sollte nicht die Option vergessen, dass ein Kimmich auf die 8 geht. Ja, und ein Palhinha hinter Kimmich. Weil ja, ich stimme dir zu, also ich traue Kimmich das am ehesten zu, dass er die Rolle von Pavlovic ausfüllt. Ja, was den Spielaufbau anbelangt. Da sehe ich keinen Guerrero, da sehe ich schon gar nicht einen Goretzka und auch keinen Conny Leimer, ja, was den Spielaufbau anbelangt. Ja, die haben alle unterschiedliche Qualitäten, definitiv, gar keine Frage. Ja, ich bin gespannt. Die nächsten Wochen werden, was diese Position anbelangt, mit Sicherheit interessant werden. Ja. Phileas, noch irgendwelche Zweifler? Kane einfach eine Maschine. Mike Matzen, ich genieße einfach den Moment. Geiles Gefühl, weil man auch weiß, dass Stuttgart Dortmund 5:1 besiegt hat. Ich habe immer noch das Klopp-Trauma von damals, als die zweimal Meister und auch Pokalsieger wurden. Konnte ich mich nie davon erholen. Ja, keine Ahnung. Ich habe da kein Trauma. Aber gut, wenn dir das hilft, sei es dir gegönnt, wa? Tuneband, endlich sagt mal einer was gegen den Wolf Fuß. Der geht mir unfassbar auf die Nerven. Schau immer, wenn er kommentiert, immer ohne Ton. Ja, verstehe ich. Viele finden ihn gut. Endlich einer, der denkt wie ich über den Dummschwätzer. Ich fand den am Anfang auch gut.
Ja, war super erfrischend, wo er angefangen hat. Aber mittlerweile geht das auch in so eine Richtung, ja, ich muss jetzt unbedingt irgendwas erzählen, was polarisiert oder sonst was. Ja, also das hat ja nichts mehr mit. Oder vielleicht ist das einfach auch eine Sache der Zeit, obwohl der Ralf war damals genauso. Ja, das sind Kommentatoren, die sollen das Spielgeschehen kommentieren und sollen ansonsten einfach mal die Gosch halten, oder? Wie kann man sich denn dann rausnehmen und so wichtig nehmen und dann anfangen da ein Harry Kane, eine Krise oder sonst was an die Backe zu labern, weil er die Chance nicht gemacht hat, obwohl ja die Reingabe von Serge schon scheiße war. Zum Glück hat Harry dann das gemacht und hat ihm 3-mal ins Gesicht geschlagen mit den 3 Toren. Ja? Wie gesagt, gerne Kommentatoren, die kommentieren das Spiel, die können ja auch mal eine eigene Meinung reinbringen, tue ich ja genauso. Aber dann doch bitte mit ein bisschen Substanz. Ja, wie kann man denn bitte einen Harry Kane irgendwie anfangen zu kritisieren, nachdem, auch wenn man das Spiel gesehen hat, was er geackert hat in der ersten Halbzeit, ja? Wie oft er das Spiel selber aufgebaut hat, wie oft er sich den Ball hinten vor der Viererkette geholt hat. Also, das muss ich schon erwarten können von einem Moderator. Ja? Wenn er dann schon kritisiert und seine persönliche Meinung da reinbringt, was fein ist, dann noch bitte mit Substanz, ja, und nicht so ein Dünnschiss, nur weil es Harry Kane ist und man da Aufmerksamkeit kriegt, wenn man da irgendwie dummes Zeug von sich gibt. Aber das hat halt dann schon so ein bisschen Didi Hamann-Vibes. Also. Harald, du bewertest immer sehr überzeugend, nur bei Müller bist nie fair. Ja, wenn du das so siehst, ist das fein für mich. Rasa, hab nur eine kurze Zusammenfassung gesehen, daher muss ich mich auf deine Meinung über das Spiel und die Einzelleistung verlassen, aber erfahrungsgemäß kann ich das ja. Ja, wie du siehst, sieht das ja jeder immer ein bisschen anders, zumindest bei Müller, war. Aber Müller, erste Halbzeit war eine Katastrophe. Ja. Und ich weiß nicht, wie man sich beschweren kann. Ich habe Müller, glaube ich, eine 3 gegeben, oder? Da weiß ich nicht, wie man sich daran hochziehen soll. Weil die erste Halbzeit war scheiße. Müller hat nicht einen Ball mal in den Reihen gehalten, nicht einen Ball zum Mitspieler gebracht, super viele Ballverluste gehabt. Zweite Halbzeit war gut, habe ich ja auch gesagt. Ja. Da war Müller im Spiel, hat die Räume gefunden. Aber erste Halbzeit war das einfach gar nichts. Ja. Aber es ist immer wieder schön, dass sich Leute dann getriggert fühlen, weil Müller ja so ein verdienter Spieler ist, den darf man ja nicht kritisieren. Also. Aber mir Wurst war. Ich wünsche Pavlo eine schnelle Genesung, hat sich leider das Schlüsselbein gebrochen, aber immerhin darf jetzt Palhinha endlich mal Spielzeit sammeln. Die wird er im Laufe der Saison sicher auch noch brauchen. Bin da ganz bei dir, hätte man auch schon früher machen können, so wurde er mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen. Wobei das bei einem Spieler mit seiner Erfahrungsklasse sicher nicht lange dauern sollte. Ja, da gehe ich auch mit. Als Partner von Kimmich im Mittelfeld hat man es eben nicht einfach. Pavlo hat das bisher mit Bravour erledigt. Sehr schade für ihn, dass er jetzt länger ausfällt. Ja. Nach vorne ist er fast schon unverzichtbar. Ja, da bin ich auch gespannt. Bei der Aktion hatte sich so ganz nebenbei der Stuttgarter Gegenspieler in meinen Augen ziemlich assi fallen und Pavlo eindeutig mies unterlaufen. Ja, das war auch gewollt. Ja, natürlich war es nicht gewollt, dass ein Pavlo sich verletzt, aber das Untermauern war ganz klar gewollt, das hat man gesehen. Ja. Er wollte genau das machen, was er getan hat. Ja. Natürlich wollte er ihn nicht verletzen, aber ja, das nimmt man dann halt einfach auch in Kauf. Ja. Muss das sein? Ich denke nicht. Nee. Aber wird sowas irgendwie geahndet? Nö. Freut mich, dass Minjay und Opa derzeit eine gute Phase haben und dass auch allen anderen nach hinten arbeiten. Gerade die Flügelstürmer müssen da mächtig laufen. Ja, womöglich ist das auch ein Grund, warum Tell derzeit keinen Stich macht. Denn Gnabry macht links schon eine recht gute Figur, selbst wenn er gerade das Tor nicht trifft. Ja, das ist auch ein Punkt, den wir letztes Jahr gesehen haben bei Tell, den man letztes Jahr schon kritisieren konnte. Ja, das mit nach hinten arbeiten war noch nicht so überzeugend bisher. Ja, vielleicht kommt das noch, ja. Ich meine, das hat bei dem einen oder anderen Spieler auch ein bisschen gedauert, bis es mal Klick gemacht hat. Bei Serge, das nach hinten arbeiten klappt gerade gut, ja. Leider hat man aktuell dann das Gefühl, dass ihnen die letzten paar Prozent dann nach vorne fehlen. Ähnlich wie es beim Leroy letzte Saison eine lange Zeit war. Mal abwarten, ne, welche Richtung das geht. In den Wochen der Wahrheit, um mal im Mediendeutsch zu labern, sah man gegen die starken Gegner wie Leverkusen, Aston, Frankfurt und Stuttgart zumindest Spielsystem schon sehr gut aus. Ja. Defensiv halt sehr anfällig und in Bezug auf die Ergebnisse nicht ganz so zufriedenstellend. Ja, aber da muss man auch mal differenzieren, oder?
Also gegen Leverkusen waren wir defensiv nicht anfällig. Gegen Stuttgart waren wir defensiv nicht anfällig. Gegen Frankfurt waren wir defensiv sehr anfällig. Gegen Aston, ja, war es so mittel. Ja, also ich finde, man redet das immer schlechter, als es dann ist. Ja, also Leverkusen hatte einen Torschuss. Ja, plus die Ecke, die wir denen geschenkt haben. Von Stuttgart habe ich jetzt auch nicht mehr gesehen. Dann darf man nicht vergessen, dass Aston und Frankfurt auswärts waren. Ja, das ist auch immer noch ein bisschen was anderes. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Und in Bezug auf die Ergebnisse nicht ganz so zufriedenstellend. Aber diese Dominanz und Spielfreude ist schon sehr beeindruckend. 4:0 gegen den VfB muss man auch erstmal so machen. Ja. Ja, gehe ich mit. Gerard. Mit der Verletzung von Pavlo wird der Palhinha die Spielzeit bekommen, um sich zu integrieren. Und dass wir so einen Spieler noch in der Hinterhand haben, ist eben diesem großen Kader geschuldet, den man heutzutage braucht. Ja, das werden wir sehen. Ne? Ich hoffe es natürlich auch, ja. Und ich bin gespannt, wie es dann funzt. Ja. Yannick, du Träumer, Kane wird niemals an die 40 kommen. Patrick, sehr starkes Spiel von euch. Ja. MOK, man sollte Neuers schlechte Bälle überbewerten. Er hat sonst nichts mehr. Reflexe untere Bundesliga auch sonst, nee. Ja, aber gut, die brauchte er jetzt gegen Stuttgart nicht zeigen. Von daher können wir die ja nicht wirklich bewerten. Ne? Ob er die noch hat oder nicht. Zweite wirklich gute Halbzeiten. Auch wenn die erste ausbaufähig war, aber mal wieder ein richtig gutes und sehr anzusehendes Spiel. Bei einigen Spielern fehlen mir aber jedoch trotzdem die Worte. Ich meine, Gnabry, Katastrophe, was der in der ersten Halbzeit gespielt hat, war nicht gut. Und er war auch nicht wach. Kann mich an die Ecke erinnern, wo Kimmich den Kurz spielt und Serge einfach pennt. So etwas braucht man nicht in der Startelf. Wenn er müde ist, dann lieber Tell die Chance geben. Heavy für mich Maschine durch und durch. Der Kerl ist die 100 Mille echt wert gewesen. Wahnsinnstyp, der Heavy. Lupenreiner Hattrick erlebt man nicht so oft. Bei Upa und Minjay muss ich sagen, die haben ihre Aufgabe heute wieder sehr gut erledigt. Schade, dass Pavlo dann raus musste, aber gleichzeitig war ich auch froh, dass endlich Palhinha mal eine Chance bekommen hat. Und Palhinha war, finde ich, den besten Mann auf dem Platz. Durch ihn haben wir sehr viel Stabilität reinbekommen in unser Spiel. Und er war jemand, der immer den Sechserraum besetzt hat und auch immer gute Vorstöße hatte mit Ball, aber auch ohne. Deshalb wirklich gut, stimmt mich positiv. Bei Pavlo sage ich gute Besserung, hoffe er kommt besser und stärker zurück. Hätte nie ein Problem mit Pavlo, aber manchmal hätte ich das so gemacht, dass lieber nur einer von den beiden hätte spielen sollen. Damit meine ich Kimmich Pavlo, weil beides gute Spielegestalter sind und Palhinha mehr defensiv denkt. 2 auf dem Feld zu haben, war für mich immer sehr offensiv und defensiv hatten die beiden sehr oft Probleme zusammen. Mit Palhinha spielen wir auf einmal zu 0 und lassen viel weniger zu. Vor allem habe ich echt das Gefühl, dass Minjay und Opa so jemanden davor einfach brauchen, der mal dazwischen geht und auch ordnet. Ansonsten wahnsinnig gutes Spiel, freue mich schon auf Hansi und Barcelona, wird ein verdammt gutes Spiel werden, da bin ich mir sicher. Schönes Restwochenende euch noch allen. Ja, Serge weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob man das den Serge da alleine ankreiden kann mit der Ecke. Serge hatte keine Aktion nach vorne, da gehe ich mit. Ja. Dafür hat er defensiv gut mitgearbeitet. Ja, er muss natürlich auch was nach vorne liefern, da gehe ich auch mit. Thema Palhinha, ja, wie gesagt, erste Halbzeit fand ich es jetzt nicht so geil, das hat man schon gesehen. Zweite Halbzeit fand ich es echt gut. Ja. Und ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, auch jetzt in dem Video hier. Ja, ich fühle das auch. Ne? Ich denke, ein Spielgestalter sollte auch reichen. Aber das kommt auch immer auf den Gegner drauf an. Ne? Gegen Frankfurt hätte uns ein Palhinha mit Sicherheit sehr gut getan. Ja, in der richtigen Verfassung. Gegen Leverkusen zum Beispiel wäre es absolut unnötig gewesen, ein Palhinha-Umfeld zu haben. Also, weiß ich nicht. Das kann man so pauschal nicht sagen. Werden wir aber auch sehen. Ja, vielleicht überzeugt auch ein Palhinha noch als Spielgestalter oder Ballverteiler zumindest. Ja, wir werden sehen. Also immer mal abwarten. Und gegen Barca, ja, ich hoffe auch, dass wir ein gutes Spiel sehen.
Nuazuro Nazuro. Wild. Heute bekommen alle eine 2, nur Kane nicht. Der bekommt eine 1+. Vielleicht hätte er den Ball gegen Villa ja doch nicht reingemacht. Hätte ich jetzt so meine Zweifel. Banja, guten Abend. Wie würde man es so treffend sagen? Erste Halbzeit, naja, zweite Halbzeit stark. Muss sagen, in diesem System fallen Fehler extrem auf. In der ersten Halbzeit haben wir von hinten heraus doch den ein oder anderen gefährlichen Pass gespielt. Vor allem Neuer, aber auch Davies und vorn das alte Leid. Wir verschwenden die ersten Chancen, Gnabry extrem unglücklich, aber auch Kane. Auch Guerrero mit einigen falschen Entscheidungen. Was sich natürlich in der zweiten Halbzeit extrem gedreht hat. Mit so einem System muss man in Führung gehen, damit der Gegner gezwungen ist aufzumachen und wir dann noch mehr Räume haben. Einzelnen Spieler war auch heute nicht wirklich gut. Ich sehe Müller zum Beispiel so. Wir müssen uns überlegen, ob wir da nicht nächste Saison nachbessern. Er kann nicht immer die erste Option für Jamal sein. Nee, ist er in meinen Augen auch nicht. Da gibt es ganz, ganz viele andere Optionen. Coman tut das Tor hoffentlich gut, das hoffe ich auch, weil er war auch eher schwach. Opa und Kim waren sehr stabil. Michael ist stark, verstehe seinen frühen Wechsel nicht wirklich. Aber okay, das entscheidet Kompany. Trotzdem ist der Fußball unter Kompany so positiv geworden. Ich denke schon, dass es ein bisschen Belastungssteuerung auch ist bei ihm. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Oder vielleicht will man auch nicht dieses Zeichen an die anderen, die hinten dran sind, aktuell senden, so, ja, ihr habt keine Chancen, Michael spielt immer von Anfang bis Ende. Vielleicht auch ein Faktor. Die Baumis, dieses Mal nur eine Note als ehemaliger Stürmer. Here I am, rock me like a... Julius, Palhinha muss besser integriert werden, braucht Spielzeit, sehe ich genauso. Ich finde, man sollte aber auch nicht vergessen, dass er und Vinny nicht geahnt hatten, dass er nach ein paar Minuten für Pavlovic eingewechselt wird. Er ist neu, lass uns ihm etwas Zeit geben. Der Typ ist ein Arbeiter und wird sich noch ins Team erarbeiten. Jetzt, wo Pavlovic erstmal ausfällt, ist ein guter Moment. Barca weiß ich nicht, soll Vinny entscheiden, um Palhinha sich in der Startelf einspielen zu lassen. Ja, aber du hast ja zum Beispiel mit dem Conny Leimer oder mit dem Neon da auch noch nicht gespielt. Ja, in diesem System. Also die haben beide noch nicht eine Minute im Mittelfeld gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also wird das auch nicht viel besser aussehen. Ne? Und klar brauchen Palhinha Zeit und ja, das ist gut. Wie gesagt, ich fand die zweite Halbzeit völlig fein. Ne? Pitback, ich habe im letzten Video noch geschrieben, dass die Leute einfach mal wieder treffen müssen. Und genau das ist passiert mit King. Ich freue mich mega für ihn und Kane macht einfach wieder Kane-Dinge. Daniel, als BVB-Fan muss ich sagen, so macht man das mit einem neuen Trainer. Jemand, der die Mannschaft erreicht und einen Fußball spielen lässt, zu dem, wo schon zur Meisterschaft gratuliert werden darf. Bitte lasst es am Spieltag gegen den BVB nicht zweistellig ausgehen. Da sind wir ja noch ganz weit weg. Ja, guck dir die Tabelle an. Also, das ist ein wilder Take. Stuttgart war heute ein sehr angenehmer Aufbaugegner. Besonders freut es mich für Harry Kane. Jetzt können die Graugänse kommen. Das lasse ich mal unkommentiert. Ich mag solche Aussagen. Es war ein Aufbaugegner. I don't know. Weiß ich nicht. Ja? Man sollte einfach auch mal seine eigene starke Leistung mal anerkennen und mal anerkennen, dass man den Gegner auch so dazu gebracht hat, wie es dann gekommen ist. Ja? Und nicht immer alles nur so, oh ja, der Gegner war ja so schwach. Sammy, Kane ist eine Klasse für sich, deshalb ist mein Liebling Michael, weil Kane, man sieht's, der macht seine Sache. Hä? Kane ist eine Klasse für sich. Deshalb ist mein Liebling Olise, weil Kane, man sieht's, der macht seine Sache. Aber endlich sagt es mal jemand, fick dich, Kommentator. 10.000 Mal Daumen hoch für Kai, ich habe fertig. Ah, okay. Weil Kane immer liefert. Gaming God, Harry Kane is better than Lewandowski. Change my mind. Ja, true. Chris, hatte nach der ersten Halbzeit gedacht, es geht wie die letzten Spiele, aber dieses Mal hat Kompany die richtigen Schlüsse gezogen und die Spieler anders eingestellt. Ja. Gerade Palhinha hat mir dann gut gefallen, mir auch. Weil er einer ist, der das Mittelfeld zumacht und Opa und Minjay entlastet. Dazu Kimmich, der im Moment super spielt. Was denn? Man sieht halt, wie es ist, wenn man Rückendeckung hat
Und das gilt für alle. Die zweite Halbzeit war dann wirklich gut und vor allen Dingen immer weitergemacht und nicht, wie im letzten Jahr, dann versucht zu mauern. Besser 2, mehr schießen, bin auf Barca gespannt. Ja, dem schließe ich mich einfach mal an, Chris. Peter, Leim hat den Schwung vom Länderspiel mitgenommen. Ja, wenn er da Schwung hatte, dann freut mich das, ja. War auf jeden Fall eine ordentliche Leistung. Oliver Nickel, bin mal gespannt, was Pseudo-Spezialisten wie Didi Hamann dieses Mal zu nörgeln haben. Nur 4 Tore gegen den Vizemeister, Harry Kane trifft in wichtigen Spielen nicht, beinahe an Tau kassiert. Ich feiere einfach nur noch Kompanie ab. So einen geilen Fußball hatten wir nicht mal unter Pep. Wir hatten auch unter Pep schon guten Fußball. Also. Moni Fanguy, heute hat Kane allein das Spiel gewonnen. Wir haben uns unfassbar schwer getan und kurz vor dem 1:0 hätte Stuttgart führen müssen. Da hatten wir mega viel Glück. Ergebnis super, freue mich auf Barca. Weiß ich nicht. Also ich bin weit weg davon zu sagen, so wir kriegen Gegentor und dann was dann? Dann machen wir nichts mehr. Ich glaube, das ist ja das, was uns diese Saison auszeichnet, dass da eben nicht so ist. Also klar wäre das Spiel anders gelaufen. Wahrscheinlich hätte Stuttgart dann mehr Möglichkeiten zum Kontern bekommen und so weiter, gar keine Frage. Aber das von vornherein dann so abzutun, weiß ich nicht. Mr. Gary, Palinja sicher nicht besser als Goretzka. Okay, wild. Tribe, gibt's her, Knoben eine Vertragsverlängerung bis 2030. Elias, Palinja. Palinja mit ein paar Wahrbilder oder was? Geil. Ludwig. Jetzt einfach so weitermachen und nicht locker lassen. Gerard, am Samstag war ich nicht zu Hause. Also habe ich mir in der Nacht deine Spielanalyse angeschaut und habe bei dir gehört, dass Thomas Müller Katastrophe war in der ersten Halbzeit. Das schlechteste Spiel auf dem Platz. Also habe ich mir in Ruhe das komplette Spiel am Sonntagabend angeschaut und das Spiel von Thomas unter die Lupe genommen und bin eben nicht deiner Meinung. Du hast recht, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht so gut war, aber die ganze Mannschaft. Müller war in der ersten Halbzeit an 4 gefährlichen Aktionen beteiligt, die alle hätten ein Tor bringen können und bei 3 von denen als letzter Passgeber. In der zweiten Halbzeit war er nicht unbedingt besser, nur haben 2 Pässe zu einem Tor geführt. Das ist richtig, ich habe auch nicht gesagt, dass er besser war in der zweiten Halbzeit. Ich habe gesagt, in der zweiten Halbzeit, aufgrund, dass er 2 Torbeteiligungen hat, kriegt er die und die Note. Und er war für mich einen Tacken besser wie in der ersten Halbzeit, ja. In der zweiten Halbzeit war er nicht unbedingt besser, nur haben 2 Pässe zu einem Tor geführt. Das will dann für dich heißen, dass wenn Spieler Müller in einer Halbzeit kein Tor Vorlage macht oder noch besser kein Tor schießt, dann Spieler Müller katastrophal ist. Welcher Spieler mit Ausnahme von Kane und Kimmich waren denn so herausragend gut in der ersten Hälfte? Damit man sagen kann, dass Müller so schlecht war oder wie du es sagst, der schlechteste auf dem Platz. Ist aber nur meine Meinung. Ja, guck mal, Gerard, hast du doch deine ganze These, die du hier aufgestellt hast, genau damit beantwortet. Ist aber nur deine Meinung. Ja, und das ist meine Meinung zu Thomas Müller. Du hast deine, ich habe meine, da kommen wir nicht überein und damit ist doch fein. Ja? Für mich war Thomas Müller in der ersten Halbzeit mit Abstand der schlechteste Bayern-Spieler auf dem Feld. Ja? Und hätte er nicht seine 2 Torbeteiligungen in der zweiten Halbzeit gehabt, wäre es wahrscheinlich auch nicht in die Richtung der Note gegangen, die er von mir gesehen hat. Ja? Wenn du das komplett anders siehst, ist das für mich völlig fein. Ja? Jeder hat halt so seine eigene Meinung. Sonst bräuchte ich das ja hier auch nicht machen. Ne? Dann liest sie die Kickernoten durch und nimm die. Ja? Muss ja jeder für sich wissen. Das ist meine Meinung, das ist deine. Ist doch fein so. Stefan Stab. Ich finde es eine absolute Respektlosigkeit, wie du über den Wolf Fuß sprichst. Er hat lediglich gesagt, dass der Kane in einer Torkrise steckt und aktuell nicht trifft und der Wurm drin ist. Wo hat Fuß gesagt, Kane sei zu alt? Wolf Fuß ist in Deutschland bester Kommentator seit Bela Reti. Hey, setz dich hin, Wichser! Ja. Gönn dir deine Meinung, meine ist eine andere. Robby Sandner, der Fuß geht mir schon seit langem auf den Arsch. Der ist doch BVB-Fan und wenn ich den höre, wenn er Bayern-Spiele kommentiert, dann ist der Ton aus. Bei Fritz von Ton und Taxis war das genauso immer gegen Bayern. Was war das früher schön, als noch Ruby kommentiert hat? Reinhard, super, wie du den Fuß bewertest. Mich kotzt jedes Spiel an, wo er Kommentator ist. Da stell ich den Ton ab. Der ist so überflüssig wie Schnupfen. Ja, anscheinend stehe ich ja nicht allein mit meiner Meinung. Jock, Bayern wieder das Maß der Dinge. Abwarten. Ich und mein Holz, wenn ich Palinjas Tacklings sehe, geht mir das Herz auf. Als ehemaliger Kreisliga-Verteidiger. Der Typ kann was und ich hoffe, er darf das jetzt mal öfter zeigen.
War eine gute Leistung und natürlich gute Besserung an Pavlo. Thorsten, nur der VfB. Jo. Jedem das seine, wa? Reze Royal, 11 Kimmis, geil. Self-Improvement. 2 Scorerpunkte und nur eine 3. Ein strenger Lehrer bist du. Was ist wichtiger als Scorerpunkte im Fußball? Ja, wenn ich dir das erklären muss, dann kommen wir auch nicht auf einen Nenner und von daher schenke ich mir das dann gleich, oder? Hash from... Keine Ahnung. Bin froh, dass ich mit Müllers Bewertung nicht allein bin. Dank der 2 Assists sieht das auf dem Papier mal wieder besser aus, als es in Wahrheit war. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, dass der nach dieser Saison gerne abdanken kann. Bekanntlich soll man nicht länger bleiben, als man willkommen ist. Es reicht wirklich. Zweite Hälfte war die Teamleistung ziemlich stark. Wenn wir das über 95 Minuten konstant aufs Feld bringen, dann wird das eine vielversprechende Saison. Weiter geht's. Ja, man sieht's ja auch bei euch, gehen die Meinungen auseinander zum Thema Thomas Müller. Und das ist auch völlig fein. Ne? Da brauche ich mich auch nicht rechtfertigen oder diskutieren. Ne? Das ist meine Meinung. Ich lese gerne eure Meinung. Es ist für mich völlig fein, wenn ihr das anders seht. Wenn ihr einen Mittelfeldspieler auf dieser Position an der Hand des beiden Scorer nur bewertet, dann gebt ihm eine 1, dann ist das völlig fein, dann sind das eure Kriterien. Genauso wie Gerard Berger. Alles gut, Leute. Ne? Völlig fein für mich. Es ist ja das Schöne, dass es viele verschiedene Meinungen gibt. Und solange man die dem Gegenüber nicht aufdrücken will, ist das doch auch völlig fein, diese sich anzuhören und in sich aufzunehmen. Ne? Seville Bavaria, fand Guerrero hatte bessere Spiele erlebt. Viele unnötige Ballverluste hatte er. Sonst die komplette Mannschaft bärenstark, vor allem Kimmich, ist mir aufgefallen. Harmless. Beeindruckende Dominanz heute. Gratulation. Young Hugh Park. Deine Analyse. Kacke, Alter. Wegen solcher Fans wie dir war FC Bayern in der letzten Saison so schlecht. Ach so, ich wusste gar nicht, dass ich auf dem Feld stand letzte Saison. Stimmt. Hast du nicht mitgekriegt, ne? Weil ich war verkleidet mit Perücke. Kannst ja mal überlegen, welche letzte Saison war. Ach, herrlich. Komm, kriegst du ein Herzchen für deine super tolle Meinung. Reinhard. Sorry, du bist ein Müller-Hasser. Tut mir leid, deine Bewertungen sind generell Mist, aber wie du Müller niedermachst, absolut schwach. Ja, damit blende ich dich aus. Tschüss. Ich habe kein Problem damit, wenn ihr mich beleidigt oder sonst was. Ja, aber nochmal, zwingt mir nicht eure Meinung auf. Dann habe ich da kein Problem mit. Ihr könnt immer eine andere Meinung haben. Wenn ihr mir eure Meinung aufzwingt, blende ich euch aus, lest das nicht weiter, könnt ihr euch verpissen. Tschüssi. Hans Landau, spielt in dieser Saison vom FC Bayern, Nummer 6 im internationalen Kaderwert. 940 Millionen Euro. Nach Kaderwert des Gegners gestaffelt aussteigend. Sorry, das lese ich nicht vor. Das ist, I don't know. Wenn das deine Herangehensweise an Fußball ist, Hans, völlig fein für mich. Ja, einfach. Kaderwert Bayer Leverkusen Kiel. Ergebnis? Fragen? Keine? Gut, weitermachen. Mr. Edward Bear Grills. Am Ende ein verdienter Sieg, aber viel zu hoch gewonnen. Ion FS ist Erster, ist auch schön. I don't know. Bernd Biesenkamp, beruhig dich und Fachausdrücke lass dir lieber weg. Ich meine nicht böse, freu dich auf Sieg. Nö, manchmal müssen Sachen auch so gesagt werden, wie sie sind. Ah, hier, gerne. Hey, setz dich hin, Wichser! Nochmal im Ulle-Ton. Henner Krug, Rolf Fuß finde ich super und ich weiß, dass er auch Bayern-Fan ist. Da kannst du so viel reden, wie du willst. Mir doch scheißegal, ob ein Wolf Fuß Bayern-Fan ist, Alter. Das ändert doch nichts an seinem dummen Gelaber, Alter. Es ist mir doch scheißegal, was er für ein Fan ist. Real Kegner, endlich, da ist er, der Kai. Warte schon seit dem Abpfiff aufs Video. Die Wartezeit ist wirklich nicht schön. Was ein unterhaltsames Spiel, dass der VfB keine Laufkundschaft werden würde, war mir persönlich klar. Dazu ist Basti Hoeneß einfach nicht der Typ. Das hat man dann auch in der ersten Halbzeit gemerkt, dass der Gegner sich nicht einfach hinten reinstellt.
VfB halt sehr giftig im Pressing, was uns einige Male am Anfang auch zu schnappatmungshaften Pässen verleitete. Manu bei 3 Abspielen mit viel Fantasie. Den Palhinha habe ich persönlich besser gesehen wie du. Ich persönlich dachte eher, dass der den Kimmich teils ignoriert hat. Unser King Josh holt den Ball und Palhinha dribbelt frech vorbei. Sergio und Thomas waren meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit wie Fremdkörper, in der zweiten wieder irgendwie an allem beteiligt, was zu Gold wurde. Was willst du da wieder sagen? Nein, Trainer würde jetzt sagen, das sind halt die Unterschiedsspiele. Heavy war sehr bemüht in der ersten Halbzeit, teils übermotiviert, aber hat sich ja am Ende selbst dafür belohnt. Denke, heute ist auch bei ihm zumindest ein Kieselstein-Last abgefallen. Glaube nicht, dass der gute Heavy wirklich Zweifel an seiner Kunst hat. Nee, das glaube ich auch nicht. Dafür ist er auch schon viel zu erfahren. Zweite Halbzeit war sau stark von uns. Coman kannst du auch nicht sagen, hat ja getroffen. Sané hat irgendwie auch Bock aufs Spiel. Daher auch mehr positiv als negativ, ja. Keine Ahnung, was Vincent denen gesagt hat, aber bitte mehr als Mannschaft davon. Hoffentlich nichts Ernstes bei Pavlo, gute Besserung geht raus. Ja, leider ist es ja was Ernstes. So, noch ein Video schauen und hoffen, dass dann auch die PK von dir abgedreht ist. Bis Montag im Stream. Weiß ich nicht. Pubertin. Leute, das waren eure Kommentare zum Spiel, zur Spielanalyse gegen den VfB Stuttgart. Ne? Wie immer abschließend, Leute, jedem seine Meinung. Ne? Ich kann es nur noch mal zum 200. Mal wiederholen, seitdem ich den Kanal habe. Wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt sie gerne rein. Ich werde mich für meine Meinung nicht rechtfertigen oder belehren lassen oder sonst was. Und solange das nicht die Absicht ist von euch, habe ich da gar kein Problem mit. Ja, wenn ihr mir eure Meinung aufzwingen wollt oder mir erzählen wollt, dass meine Meinung Schwachsinn ist, dann blende ich euch aus, dann habt ihr nichts zu suchen. Ja. Ganz einfache Kiste. Und in diesem Sinne, Leute, rotweise Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier. Haut rein, bis dahin. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.